Kontext, Mood-basierter Content ist absolut der S-Tier, das ist ein No-Brainer für mich. Das zusammen mit League-Strategien, League-Content ist halt kontextbasierter und Mood-basierter Content, Song-Content oder Artist-Content ist so die absolute Königsdisziplin für mich momentan. Oder auch schon seit längerem eben das Verständnis dafür haben, dass wenn du jetzt zuschaust und du hast jetzt 4 Tracks von deinem Katalog, die mega gut irgendwie eben, ich mache es jetzt ultra simpel und einfach, dass es ein bisschen fassbarer ist. Du hast 4 Tracks, die mega gut ins Liebe-Mood, also einfach, weil es Love-Type-Moods irgendwie auslösen, auch inhaltlich vom Text zum Beispiel oder von den Vibes vom Songs. Das Verständnis dafür, dass du die 4 Tracks nimmst und die nachher in den Love-Mood-Kontext tust und das irgendwie flippst in neuen Content. So Geschichten als ein Beispiel von ganz, ganz vielen ist für mich momentan so ein bisschen das Höchste vom Höchsten, wenn es um Songkommunikation geht. Und wenn du halt nachher als Musikschaffender in das reintappen kannst und das checkst, welche Songs das sind in deinem Songkatalog oder auf das Feedback auch ein bisschen los ist, was dir deine Leute, deine Supporter dort sagen, hey, dass du irgendwie Feedback bekommst von 15 verschiedenen Zuhörern, die sagen, die eine Song höre ich die ganze Zeit in meiner Morgenroutine, wenn ich am Morgen irgendwie mich aufpäppeln will, bevor ich aus dem Haus gehe. So Signale gehen ein bisschen Hand in Hand mit dieser Kontext- und Mood-basierten Songkommunikation. Darum für mich absolut S-Tier. Einfach dort mal als Inspiration für die das ein bisschen anschauen oder ein bisschen Ideen sammeln. Geht mal auf euren DSPs, wo ihr sowieso drauf sind. Geht dort mal die Mood-Playlists anschauen und schaut euch mal die Unterschiede an, was dort für Songs drin sind.